Freitag. Mit dem Comedian Fabian Unterreger. Die Wahlen sind ja vorbei, die Gewinner und die Verlierer haben ihre Analyse gemacht in dieser Woche. Es ist Zeit für eine Bestandesaufnahme. Zuerst natürlich bei der SVP, die ja zu den Verlierern gehört, der SVP-Nationalrat und Chefstrateg, der Christoph Mörgeli. Ja, wissen Sie, die 2% der Wähler, die wir verloren haben, haben wir auch gar nicht mehr wählen. Wissen Sie, ich freue mich sogar, dass die BDP und die Grünen Liberalen dazu gewonnen haben. Ah, ja. Der SVP gehen nämlich langsam die Finden aus, seit SP gleich politisiert wie wir, gell Sie? Schade ist allerdings, das muss ich sagen, dass unsere Zürcher Siegerin, Nathalie Rickli, hallo Nathalie, in 4 Jahren auch 4 Jahre älter aussieht. Verstehen Sie? Schon klar. Trotz Niederlage, aber nie niedergeschlagen, immer kämpferisch. Der Christoph Blocher, morgen. Oh, guten Morgen, Herr Doriani. Schauen Sie, Herr Doriani. Wenn wir gewinnen, ist es nicht recht. Wenn wir verlieren, ist es auch wieder nicht recht. Aber warten Sie nun ab. Wenn man alle falschen Hochrechnungen von der SCG korrigiert hat, wird am Ende noch ein Sieg raus für die SVP. Gut, aber für den Moment gehört die SVP zu den Verlierern. Wie hätte das können passieren? Der bodenständige Ex-Mister Schweizer Renzo Blumenthal, er hat eine Erklärung für die Schlappen. Was? Sicher nicht. Nathalie Rickli ist doch kein Schlampe. Ich finde sie ja auch hübsch, auch eine Katz. Aber so etwas, Doriani, das sagt mir nicht. Ständig. Auf der Verliererseite wäre ja dann noch die FDP. Schwenka hat dort der Parteipräsident Fulvio Pelli, der nur haarscharf wieder in den Nationalrat gewählt worden ist. Ich glaube, dass im Tessin eine fiese Kampagne meiner Gegner gegen mich lief und liberale Untersuchungen haben nur ergeben, dass es meine eigene Kampagne war. Noch etwas anderes als Ausrede, Herr Pelli? Nun, was soll ich sagen? Politisch bin ich wie Nella Martinetti, missverstanden und tot. Das also ein paar Reaktionen zu den nationalen Wahlen. Dann würden wir jetzt... Ich habe da heute Morgen ausnahmsweise mal aufstehen und nun möchte ich an dieser Stelle gerne ein Lied singen. Ich bitte darum, Pietsch Weber. Ja, und der SVP hat immer noch Sitzli dran. Der SVP hat Sitzli dran. Es ist doch der Moment für einen Themenwechsel. Wir gehen in die Wirtschaft. Novartis will trotz Milliardengewinn 2000 Stellen streichen. Einer, der sich mit so Entlassungen und Geld bestens auskennt, ist der Ex-UBS-Chef Oswald Grüner. Guten Morgen. Ich bin auch entlassen worden. Trotz Milliardengewinn. Und was ist der undankbare Lohn? 10 Millionen Franken. Für Basel sind die Entlassungen bei Novartis natürlich ein Schock. Nur der Basler Tennisstar Roger Federer nimmt es absolut sportlich. Ja, ich verstand es, oder? Also es stimmt am Ende vom Jahrespreisgeld nicht, oder? Ist doch klar. Und auch ich habe mich schon gefragt, ob ich könnte Personal abbauen, oder? Jetzt spiele ich beispielsweise kein Doppel mehr, oder? Aber die Frage ist, was mache ich mit den Zwillingen, oder? Und Mirka ist ja auch schon irgendwie doppelt, oder? Der Stellenabbau bei Novartis vergleicht der Weltwochenchef Roger Köppel. Zum Schluss hier noch mit den nationalen Wahlen. Die Fakten sind doch klar. Das ist gleich wie bei der SVP. Die wählerstärkste Partei hat gar keine Wähler verloren, sondern bloß Wähler abgebaut. Zum Restrukturieren können wachsen. Bei der Weltwoche muss ich subito alle wissen mich entlassen, zu können wachsen. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Comedian Fabian Unterreger.